Okay, bon, vielleicht will ich mal herzlich merci sagen, dass ihr heute auf eine Pressekonferenz kommen seht. Wir haben die Pressekonferenz angerufen, weil wir ein Objet haben, das ist den Socle européen des droits sociaux. Die Socle européen des droits sociaux, die soll ja dann den 17. November auf einem Sommet Sozial Tripartit zu Göteborg soll den unterschrieben gehen. Und ich werde doch selber dabei sein, genauso wie der Kollege Serge Schimov als Vizepräsident vom OGBL. Es gibt eigentlich viel über die Socle européen, gibt viel geschwätzt. Und besteht doch eine ganz große Euphorie, was das Sujet angeht. Es soll zwar dieser neue Start sein für das Sozialeuropa. Wir wollten aber heute als OGBL das ganze Sujet dann mal unter einem bisschen mit kritischen Blickwinkel durchlegen. Ihr wisst, die ökonomische Krise hat desaströse Reperkussionen für die schaffenden Leute in Europa. Durch die ökonomisch ultraliberale Politiken sind in Europa immer mehr Sozialpolitiken gemerkt gehen. Die Austeritäten, Ungerechtigkeiten am Niveau der Salären, der Steuern, Deregulierungen am Niveau vom Arbeitsrecht, Schwäche von den Sozialsystemen, Aufbau von öffentlichen Diensten und so weiter. Alles das sind Konsequenzen von einer neoliberalen Politik, die in Europa gemerkt ist. In Europa war eigentlich eine Marché unik, sollten sprechen, aber ohne gemeinsame Fiskalität und Sozialharmonisation. So wie in Europa kann auch nicht mehr Unzufriedenheiten beirufen und hat dann auch die politischen Konsequenzen, wie wir sie heute kennen. Zuholen von den Rechtsparteien, an dem noch auch von den rechtspolitischen Bewegungen als Konsequenz von der Politik, die jahrelang gemerkt ist. Der Socle européen, was eigentlich eine Initiative von der Kommission ist, soll dann noch dem entgegenwirken. Für das Europa mehr sozial und noch gerecht soll gehen. Das Objektiv vom Sockel wäre für die Bürger neu und mehr effektiv rechter zu gehen. An der Sockel die basiert auf 20 wesentliche Prinzipien, die an 3 Hauptkapiteln angedeelt sind. Das erste Kapitel ist die Egalité des Chances an den Accès auf den Arbeitsmarkt. Das zweite große Kapitel gerechte Arbeitskonditionen. Und das dritte und letzte Kapitel der Schutz und die Insertion soziale. Für dann die 20 Prinzipien auch da können umzusetzen, so wird an der EU wie auf nationalem Niveau proposiert die Kommission dann 4 Mesuren, die legislativer und nicht legislativer Natur sind. Ich komme auf die 4 Mesuren auch noch mehr im Detail zurück. Die erste Mesure ist eine Proposition de Direktive über Équilibre vie professionnelle vie privée. Den zweite ist eine Rekommandation, ein Accès und eine Protektion soziale für jeden. Eine Revision von der Direktive Déclaration écrite sowie eine Proposition Klarifikation von den bestehenden Texten von der Arbeitszeitdirektive zu machen in Europa. Das Suivi von diesem Sockel soll über den Weg auch von einem Tableau de bord gemerkt gehen, finanziert soll der ganze Sockel gehen über den Fonds Social Européen. Auch darauf komme ich ja nur noch zurück. Der Sockel hat ganz viele Erwartungen von den Gewerkschaften auf ihr gerufen. Dass über konkret Fortschritte geschwärzt gehen, was den Zugang zur Protektion soziale angeht. Oder erfahren auch Privatleben und professionelles Leben von den schaffenden Leuten soll besser mit dem Sockel équilibriert gehen. Die Erwartungen von einer sozialen Harmonisation nach oben war hoch, genauso wie die auf neue Rechte für die Leute. Wenn man dann die Analyse von dem Sockel macht, muss ich Folgendes sagen. Der Sockel, so wie proposiert das, hat nicht die nötigen Instrumente und hat auch nicht die nötigen Ressourcen für eines Tages können Europa vom AAA zu erreichen. Besteht der Sockel, so wie in der Leid, hauptsächlich aus vagen Prinzipien, aus guten Intentionen, aus politischen Deklarationen, aber konkret Initiativen, die sind ganz rar gesehen. Die Umverteilung von den Kompetenzen zwischen der EU und den Memberstaaten ist so geregelt, dass der größte Teil von den Prinzipien, die von der Kommission abgestellt sind, werden müssen von den Memberstaaten selber umgesetzt gehen. Und das ohne dass irgendein Kontrakt vorgesehen ist, ob sie umgesetzt gehen oder ob sie nicht umgesetzt gehen.
Kommission sieht dann haut auch schon selber, dass hier Intervention Niveau vom Sockel sich wird hauptsächlich limitieren ob ihr Rolle de soutien ou d'encouragement. An der Schule schon gesagt, der Sockel soll während dem Sommet Sozialtripartit zu Göteborg unterschrieben gehen, proklamiert gehen. Vom Conseil, vom Parlament und von der Kommission. Dat soll dann noch nimmen eng politisch Deklaration sinn, oni egent kontraignaten Effekt weder op Memberstaaten nach op die europäisch Institutionen. Dat bedeit auch, dass die nächste Kommission, wann neich konkretes dech leit bis do hinner, eigentlich just kann e Strich ënner den Sockle zeien. E Sozial d'Europa kann sech net op Werk aus so basieren. Kommission will op der enger Seite e soziale Sockel affeieren an op der anderen Seite zwingt het Länder nach immer aus die Austeritätspolitiken zu machen. Verschiedene wichtig an indispensable Fortschritte, wenn man gerne gefen in ambitiös sozial Europa erreichen, fehlen an der Proposition von diesem Sockel. Der Kampf gegen den Dumping sozial ist bei weitem ungenügend, wenn nicht inexistent. Und es wäre aber absolut nötig, dass gerade da da endlich Schluss gemerkt gehen. Mit einem System, den Paien, der Arbeitsplätze und den Schutz von der Arbeit in Europa vorbringt. Was muss da geändert gehen, für das der Sockel soll effektiv sein? Aber erstens mal, der Champ d'Applikation von dem Sockel, der limitiert sich auf die Länder von der Eurozone. Und all die anderen Länder können, wenn sie wollen, adherieren oder auch nicht. Die Resistenz zum Projekt weisen hauptsächlich Polen und Ungarn. Staaten, die schon eigentlich auf politischem Plan défaillant sind, an denen die Bürger eigentlich eine Verbesserung von den Sozialrechten ganz zu gut kommen. Das Problem, dass die Limitation auf die Eurozone, die Exklusion von Staaten hauptsächlich aus dem Osten, wird mit sich bringen, verstärkt Europa von den zwei Vitessen und bremst den Progress sozial. Klar ist, dass man so einer Mesure auch sicherlich den Dumping sozial auf dem Niveau nicht werden können, aufgeschafft gehen. Wir sind also der Meinung, dass der Sockel Europäen muss für alle Memberstaaten applikabel gehen. Leider hängt da noch die Réussite von dem Projekt viel vom Willen von der nationalen Politik und von den europäischen Institutionen auf. Es müssen also mehr legislativ und kontraignant Mesuren angesagt gehen. Die Applikation und die effektive Umsetzung vom Sockel ist auch dem noch ein Challenge. Ein präzise Feuille de route muss abgestaltet gehen, die den Sockel begleitet und klar präzisiert, wie nie an einer was für einer Zeitspanne der Sockel muss umgesetzt gehen. Sowohl auf nationalem wie auf europäischem Niveau. Wir verlangen, dass der Sockel eine Verstärkung von den Kollektivverträgen und den Kollektivvertragsverhandlungen vorgesehen. Tatsächlich ist das die Länder, die die besten Resultate aufweisen, auch die Länder sind, die die höchsten Paien haben, die einen starken Sozialdialog haben, ein gutes System für Kollektivverträge und auch eine starke Protektion sozial an ihre Länder haben. Also der Sockel muss eine Promotion sein, für die Paien abzusetzen, Kollektivverträge zu verstärken und dem noch den Dumping sozial zu verhindern. Es muss dem noch auch Schluss mit der Intervention von den europäischen Institutionen, die die Kollektivvertragsverhandlungen an den sozialen Mindestlohn schulden. Die Anzahl von den Leuten, die unter Kollektivverträge fallen, muss noch abgesagt gehen, und den Aufdeckungsgrad von den Kollektivverträgen muss auch abgesagt gehen. Und zwar auch auf die Travailleure, die atypische Formen von Kontrakten haben. Muss also für alle Menschen können gelten. Mindestlohn muss noch höher gehen. Die aktuellen Systeme für sozialen Mindestlohn, da wo es da gehen, müssen gestärkt gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch die Unterschiede zwischen den Revenuen und den Geschlechtern eliminiert gehen. Wir müssen gegen alle Formen von ungerechten und diskriminatorischen sozialen Mindestlöhnen kämpfen, für allem, was die jungen Leute angeht. Wir müssen gegen alle Formen von ungerechter Diskrimination salarial kämpfen, so wie wir auch gegen alle Formen von Dumping sozial wehren und dafür sorgen, dass für ein selbst Erbecht ein selbst Revenu garantiert ist. Die Kommission beschreibt dann noch das Sockel wie ein Kompass, den es erlauben, eine Konvergenz in Europa zu kreieren.
Und dadurch zu begreifen ist, dass das System von den Memberstaaten besser will harmonisieren, verstoppt sich aber darin ein ganz grosses Risiko. Wenn Ziel Konvergenz soll sein, dann ist es natürlich mehr wie gefährlich, dass Sozialstandards an den Männer gut entwickelten Ländern die appliziert Minimalstandards von den gut entwickelten Ländern werden gehen. Das ging sonst nicht wie eine Verschlechterung von den Erbesrechten an den Sozialrechten an Europa bedeuten, gegen die aktuell wachsenden Inegalitäten, die an Europa bestehen, nach Europa setzen. Wir verlangen also GBL, dass der Sockel sich nicht darf auf den kleinsten Denominateur commun basieren, mais au contraire. Die aktuellen Sozialstandards von den gut entwickelten Ländern dürfen nicht mehr nur oben entwickelt gehen, an Standards von den Männer gut entwickelten Ländern müssen denen angepasst gehen. Für eben die Standards zu schützen und Tabuen zu bekämpfen, unterstützen wir also GBL die vom EGB, der Europäische Gewerkschaftsbund, ein Service von einer europäischen Gewerbeinspektion an Leben zu rufen. Dieses Service soll dann ein Mandat kriegen, für auf europäischem Niveau und auf transnationalem Niveau den Infraktionen können notzugehen. Dieses Service soll dann auch die nationalen Gewerbeinspektionen unterstützen. Was die europäische ökonomische Politik angeht, muss ich sagen, dass dort den Akzent nach immer auf den Equiliber von den Budgets und auf Kompetitivität gelegt wird. Das bedeutet ganz klar, dass die ökonomisch und sozial Politiken, vor allem die Sozialpolitiken in Europa, nach immer zu kurz kommt. Es geht hauptsächlich auf Kompetitivität gelegt, und da, wie gesagt, und das geht auf Kosten von den Arbeitskonditionen und auf dezente Revenuen. Eine Augmentation von den atypischen Kontrakten oder forciertem temps partiel kann Ursache sein von einer partiellen Reduktion von Chômage in Europa. Die Problematik von den Travailleurs pauvres geht dem noch immer mehr schlimm. Was das Semester Europäen angeht, da muss ich sagen, dass dem muss an das Semester Europäen ökonomisch als sozial transformiert gehen. An dem Kontext mussten dann auch sozial positiv und effektiv Rekommandationen gemacht gehen, die eine Konvergenz von den Normen nur ungefähr gesehen an Sozialrechte an der Praxis umsetzen. Der Moment und Rekommandationen, was das Semester Europäen angeht, mehr Sozialaspekte, mehr Kompetitivität bleibt auch hier nach immer eine Priorität. Was den Dialog sozial angeht in Europa, muss das ein kontinuierlicher Prozess sein. Leider hat die Relance vom Dialog sozial, wie sie 2015 angekündigt ging, nicht geklappt. Leider muss ich sagen, dass dort Schuld bei den Employeuren liegt, weil die absolut refusieren, neue Direktiven, neue Akkorden mit dem EGB auszuhandeln oder wie gesagt, bestehende Direktiven zu revidieren. Ich kann nicht aus der Erfahrung hier sagen, dass, wenn ich zu Brüssel sind, am Niveau von den Diskussionen Komitee du Dialog sozial, dass man bis dato immer fertig spricht mit den europäischen Patronen ein Programm aufzustellen, was den Dialog sozial angeht, für das Jahr de no Niveau Europäen, was soll gemerkt gehen, auf was man soll fokussieren. Dass das Jahr aber schiefgegangen ist, weil eben Business Europe, hauptsächlich Business Europe an Europa, sich verweigert an irgendeiner Form nach Willen Niveau vom Dialog sozial mit zu verhandeln und zu negozieren. Ich hatte wiederum noch gesagt, dass der Sockelmist von einem Tableau de bord ging begleitet gehen. Den Tableau de bord den ist basiert auf Indikatoren. Die Indikatoren die sollen dann regelmäßig analysiert gehen, geguckt gehen, wiefern auf Basis von den Indikatoren an den Ländern de Sockel am Gangen als umgesetzt zu gehen. Die Indikatoren, die haben aber nun mal leider ein Problem. Sie sind weit weg von den Arbeitskonditionen, wie wir sie verlangen, die am Anfang müssen Basis sind, wir können sie analysieren, wie der Avance und wie der Progress von dem Sockel gemerkt. Es fehlen zum Beispiel die Indikatoren, was Salär der Qualitäten angeht, es fehlen Indikatoren, was die Arbeitszeiten angeht, es fehlen Indikatoren, was das Niveau von der Pensionen angeht, was die Stabilität von der Arbeit angeht, Santé, Sécurité oder, wie gesagt, auch die Aufdeckung über Kollektivverträge. Die Repräsentativität von dem Tableau de bord muss dem nur vorgestellt gehen. Und das ist auch schwer zu evaluieren, weil eben auch der Moment nach nicht funktionell ist. Wir verlangen dann noch, dass in Europa ein juristisches Prinzip angefordert wird. Und zwar ein Prinzip,
Das sollte den Choix d'interpretation von einem Fall, ob der Cour de Justice européenne sollte dazu kommen, muss Condition la plus favorable spielen, das heißt, dass die Interpretation muss die sein, die am favorabelsten ist für die Salarié. Wenn wir es wollen, zu einem sozialen Europa bewegen, sind das Konditionen, die einst erfüllt gehen, wie das die Sockel auch soll können funktionieren. Ich habe für gesagt, wir hatten den NAS akkompagniert durch 4 Legislativmesuren und nicht Legislativmesuren. Hauptsächlich geht es eng Mesure, das nämlich die von der Conciliation wie familialer wie professionell, die soll umgesetzt gehen in Form von einer legislativer Mesure, nämlich über die Abfeierung von einer Direktiv, die soll mehr Verstärkung der Congé parental verstärken, die soll den Congé paternel von 10 Tagen abfeiern, die Congé pour aidant soll abfeiern, an eure Recht auf mehr suppel Erbeszeiten für Eltern, die kann noch bis zu 12 Jahren. De but mit dieser Mesure soll es eigentlich sein, zur Repräsentation von den Frauen, Erbesmarkt zu verbessern, an die familiären Responsabilitäten zwischen Mann und Frau können besser abzudelen. Nun ist es aber schuld, dass bei der Revision von dieser Direktiv oder bei der Proposition von dieser Direktiv der Schutz gegen Diskrimination an Entlosungen von Frauen, die schwanger sind, Salarien, die aus der Congé zurückkommen, nicht viel gesehen als eine Legislativmesure, aber echter als eine Rekommandation. Schuld ist natürlich auch, dass die Soft-Erbeszeitformen just sollen gelten für die Salarien, die kann bis 12 Jahre, und nicht für alle anderen Formen von Salarien. Sie müssten sich eigentlich an alle Travailleure wenden, und auch die atypisch, an alle Entreprisen, egal wie groß sie sind. Wenn ihn das an einer Conciliation wie familial wie professionell, das ganz will gesehen und will natürlich auch die Diskrimination evitieren, da kann es nicht sein, dass ein Teil ein Legislativmesure ist an die anderen Teile eben nur durch eine Rekommandation umgesetzt gehen, was da riskiert, dass den Teil von der Direktiv dann eben auch nicht wird appliziert gehen. Eine zweite Mesure war den Accès à la Protection sociale. Leider also doch da, dass die europäischen Patronen refusieren, dass da eine Direktiv ausgehandelt wird. Eine Direktiv, die dann noch bedeutet, dass es an die Gesetze transposiert gehen an die Länder. Wir verlangen, es soll verlangen gehen, dass ein Accès für alle Travailleure ob eine Protection sociale an Europa erreicht hätten, auch die atypisch und die unabhängig. Wir wissen, dass sich da Business Europe dem Ganzen auch widersetzt. Also ganz dutös, ob man an irgendeiner Form eine Revision von der Direktive oder eine neue Direktive über DW an Europa werden können aufschließen. Eine dritte Mesure war die Revision von der Direktive Déclaration écrite. Die Revision von der Déclaration écrite ist eigentlich, es soll dem Salarié erlauben, wenn er einen neuen Platz untritt, schriftlich über seine Rechte als einen Kontrakt informiert zu gehen. Für die Lust, die besteht von den aktuellen Rechten, für die zu adaptieren par rapport zu neuen Formen von Kontrakten, par rapport zu neuen Formen von Arbeitszeiten, flexibel Arbeitskontrakte. Alles das sollte über die Revision möglich sein. Notamment, dass die Leute besser gesagt kriegen, wenn nie hier Arbeitszeiten sind, was ihr Recht auf Präavis ist, was ihr Recht auf Formation ist, was ihr Recht auf Arbeitszeit und so weiter und so fort ist. Und das zwar, wann der Salarié einen neuen Kontrakt unhält. Aber auch da haben wir ein Problem, dass die Direktiven, dass es keine Direktive ist, sondern dass es eine Rekommandation gibt, und dass auch da sich das Patronat dem opposiert, wir können eine neue Direktive umzusetzen. Und dann die letzte Mesure war die Direktive Temps de Travail, da proposiert die Kommission, dass sie eine Interpretation möchte von den Kontinuen von der aktuellen Direktive Temps de Travail, so wie sie besteht. Es gibt in Europa ganz viele Unklarheiten und gibt noch ganz verschiedene Interpretationen, was Direktive Temps de Travail angeht. Und die soll eben halt die Interpretation von der Kommission soll dafür sorgen, dann eben halt mehr Klarheit und juristische Sicherheit zu bringen für die Länder auf dem Niveau. Das Direktiv dazu soll genutzt gehen, für Gesundheit und Sicherheit von den Leuten zu garantieren. Davon geht im Moment kein Rede. Es geht hauptsächlich um die juristische Sicherheit von den Ländern, aber nicht um Santé und Security
zu verbessern und zu verschärfen von den Leuten, der schaffenden Leute an Europa. Am Resümee, wir sind am Anfang so, dass wir sind nicht gegen den Sockel Europäer. Wir bedauern, dass absolut kein kontrainiant Mesuren vorgesehen. An die Sozialsituation an Europa riskiert, über den Dove auf der Strecke zu bleiben. Wenn keine kontrainiant Mesuren umgesetzt gehen, da bleibt das ganz ein Papaya-Tiger. Schuld ist es, dass, wie gesagt, wenn nicht Länder auch alle Guten an dem Sockel Europäer wollen adherieren oder drohen, dass dann effektiv an den nächsten Monaten keine konkreten Mesuren werden stattfinden, wohin kein so okay, der Sockel ist am Gangen transposiert zu gehen. Wir fährten das durch eben die Situation, wie sie Lodo leid, dass das ganz, wie gesagt, nicht gut nicht wird Matze springen. Für allem auch, wenn ihr wisst, dass die Kommission und sich die Handlungsfähigkeit von der aktuellen Kommission rechnen sie bis am nächsten Jahr, der Juni, nach wird können Sachen umsetzen, an Dönno ein neu aufgewehrt geht, weil muss aufgesetzt an eine neue Kommission wird kommen, und da wissen wir nicht die neue Kommission, wie die wird zu dem Sockel stehen, aber gegebenenfalls, wie gesagt, einfach der Sockel evitieren kann oder wie ich für so tun, einfach einen Strich drin erzählen, und da werdet das ganz auf dem Niveau bleiben. Schuld, dass es will, eigentlich eine Opportunität das für ein soziales Europa zu erreichen oder können auf Wehr zu setzen, mit der weniger härter Konsequenz, die dran ist, also stärker Konsequenz, die dran ist, wir können die Prioritäten da umzusetzen. Menge mir, dass ich das muss ganz kritisch angucken, an ein großes Skepsis dem Ganzen aussprechen, und wir sind noch gut euphorisch, was Göteborg geht. Voilà. Schon vorsichtig, dann am Resümee ein bisschen durchzulegen, was Probleme von dem Sockel sind. Weil, wie gesagt, es gibt ganz viel Euphorie an Europa gestartet, und gesagt, dass das effektiv ein Start für ein neues soziales Europa. Wir gingen also da hoffen, wir fährten, en vue von der Konsideration, die ich gesagt habe, dass das ganz schwierig wird sein und auch ganz kritisch wird, wie behauptet, umzusetzen. Voilà. Das war nicht. Merci, wenn ihr noch Fragen habt. Bin ich gerne bereit, auf die zu lernen.